Hallo, ihr liebe Leid. Letztes Mal willkommen bei Let's Play Outlast 2 auf Pilzig. Wie ihr schon am Titel erahnen könnt, handelt es sich hier um ein kurzes Review bezüglich dem Ende von Outlast 2. Und ich werde im Anschluss mal wieder wie bei Alien Isolation 8 ein Best-of für euch zusammenstellen. Und ich hoffe, ihr freut euch drüber, weil ich habe mich auch sehr, sehr drüber gefreut, das Spiel hier zu zocken. Und das Ende, ja. Ich habe da nochmal nachlesen müssen, nachdem ich es dann beendet habe. Und ich habe wohl doch so einige Sachen nicht richtig interpretieren können. Und zwar ist die Sache folgende. Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen für die Geschichte. Und zwar hat es ja ursprünglich damit angefangen, dass der Sullivan North im Radio diesen Radioprediger gehört hat. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir eine Notiz so gefunden haben, dass er diesem Radioprediger zugehört hat und dann hinter diesem Prediger im Radio die Stimme Gottes gehört hat. Und das Wort des Herrn kam zu mir ungeladen, gewandt in Lügen, doch strahlend vor Wahrheit. Eine elektrische Stimme gesandt von einem Sünder, und sie sprach die Worte der Klagelieder. Ja, und dadurch hat der Kerl überhaupt seine Kirche gegründet, sein Testament des neuen Ezekiel, hat damit dann in Albuquerque Werbung gemacht, indem er rumgepredigt hat Leute um sich geschart. Und ja, die Anhänger sind sehr schnell zu ihm gekommen, hat Dutzende von Anhänger gehabt und bei einer gewissen Lydia, einer wohlhabende Frau, hat er dann wohl auch auf dem Landsitz seine Kirche einrichten können. Aber nachdem da mehrere illegale Abtreibungen vorgenommen worden sind und die Polizei das Ganze gestürmt hat und Leute festgenommen hat, ist der North auf den Berg hochgegangen außerhalb von Albuquerque, um mit Gott zu sprechen. Und er hat die Stimme Gottes dann dort dabei gehört und hat sich dafür, dass er richtig sehen kann, es auch selber rausschneiden müssen. Die Sache ist aber jetzt, und jetzt wird es richtig heftig, dass diese Stimme Gottes nichts anderes ist als diese Radiotürme, die wir mehrfach im Spiel getroffen haben. Was ist dann das jetzt? Uah, wieder das Licht. Mann! Und eben dieses Geräusch sind, ja, das ist Ursache von den Radiotürmen, die Murkoff tatsächlich da aufgestellt hat. Das Ganze ist ein Testgelände von Murkoff Corporation gewesen, Templegate, wo Papa Knot dann sein Leid hingeführt hat, um dort Templegate zu gründen, nachdem es so auf dem Privatanwesen nicht geklappt hat. Ja, und da waren sie isoliert in Templegate, aber waren den Radiotürme von der Murkoff Corporation ausgesetzt. Und wir haben es ja auch mehrfach gesehen, dass dann halt auch mal tote Vögel vom Himmel fallen und dass die Fische aus dem Wasser aufsteigen, wenn dieses erklingt. Wow. Okay, wieder Tröte. Und das sind auch... Ups. Was zur Hölle? Ja, genau, was zur Hölle war denn das? Habt ihr das gesehen? Da sind gerade eben die Vögel tot vom Himmel gefallen. Okay. Ah ne, das sind nur ein paar tote Fische mal wieder. Ja. Die Sache ist, was machen diese Radiotürme? Die sorgen für Halluzinationen. Papa Knot hat dadurch seine Visionen gekriegt, dass hier der Antichrist geboren wird und er sich aufs Ende aller Tage gefasst machen muss. Und Blake hat Eva seinen Schulalbtraum erlebt. Irgendwie die Wände bewegen sich gerade so Trudel. Du Scheiß-Typ! Boah, ich will auch hier nicht... Tja, das heißt, wir haben ein Testgelände von Murkoff gehabt, die waren alle massehypnotisiert durch diese Gedankenbeeinflussung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Lynn und ihre Schwangerschaft ebenfalls nur eine Massehalluzination war, weil sie sagt hier zum Schluss genau das. Da ist nichts. Das heißt wahrscheinlich, dass die einfach so fertig war von alledem, dass die an Erschöpfung zum Schluss gestorben ist und dass das Kind
der sogenannte Antichrist, nichts anderes als eine Halluzination war. Und das ist die richtig harte Scheiße an der Sache. Dass Murkoff hier Gedankenexperimente durchgeführt hat an den Leuten und der Anhänger von Sullivan North diese Beeinflussung gegeben hat, dass das Ende aller Tage bald kommen wird. Und dass Blake als Außenseiter von dem Ganzen auch noch sein persönlicher Horroralbtraum, die Schuldgefühle um Jessica erlebt hat. Was ist bei Jessica jetzt genau passiert? Da ist es, wie ich mir's gedacht habe, nachdem ich das noch gelesen habe. Jessica ist tatsächlich von dem Pater Laudermilk zum Gebet aufgerufen worden, hat sie dort dabei missbraucht und in einem Streit dort noch hat er sie die Treppe runtergestoßen und sie hat sich das Genick dabei gebrochen. Blake hat sich so auf der Treppe gefunden. Laudermilk hat ihm eingeredet, du hast den Vorfall zu verschweigen, es ist hier nichts passiert. Und die beiden haben zusammen die Jessica als erhängt hergerichtet, nicht hingerichtet, dass sie mit gebrochenem Genick sozusagen als erhängt und Selbstmord gilt. Und die Schuldgefühle haben ihm sein Leben lang verfolgt, bis er sich dann immer wieder sagt, es war nicht meine Schuld, es war nicht meine Schuld. Und es war es auch nicht, weil der Pater Laudermilk ihn dazu gezwungen hat und ihm eingeredet hat, er wird ihn fertig machen, wenn er das eben der Öffentlichkeit preisgibt, was da wirklich passiert ist. Und das ist eben sein persönlicher Albtraum gewesen und das ist durch diese Sendetürme von der Murkoff Corporation eben auch verzerrt worden, sodass Laudermilk sehr, sehr häufig als Dämon erschienen ist, bis Blake ganz zum Schluss dann wirklich nochmal sich richtig hat erinnern können und Laudermilk ein menschliches Gesicht kriegt hat wieder. Und zum Schluss eben nochmal, dass er selber Friede mit sich findet, dass die Jessica nochmal sagt, lass mich in Ruhe entschlafen, das heißt nichts anderes als symbolisch, du bist nicht schuld und lass mich doch in Friede Ruhe, du warst nicht schuld an der ganzen Sache. Ja, das ist die eigentliche Geschichte und das eigentliche Ende von Outlast 2. Was ich auch noch sehr interessant fand, Val übrigens, ist tatsächlich ein Mann. Da habe ich auch noch lesen müssen. Val ist entweder ein Transgender, da ist man sich noch nicht so sicher, was die Fangemeinde angeht und die Publisher zeigen da auch nicht so viel. Die Publisher sagen nur, Val ist ein Mann. Das heißt, die Brüste, die man da gesehen haben, das ist tatsächlich nur mit Schlamm gemacht. Das, was ich als Grieve-Gesicht bezeichnet habe, ist nichts anderes als Schlamm, was die sich ins Gesicht gerieben hat und auch so eine Dornenkrone aufgesetzt. Tja. Also bei Val haben wir es mit einem sehr androgynen Mann zu tun, der auch als maskuline Frau durchgeht. Und da die Ketzer ja sehr sexuell aktiv und freizügig sind, ist es ja in dem Fall recht logisch, dass der A-Führer von dem Ganze so bipolar dargestellt wird, bisexuell und transgendermäßig dargestellt wird. Also es ist einfach nur eine Darstellungsweise, die in sich, in der Logik, wie die Ketzer hier dargestellt werden, schlüssig ist. Ja, ich hoffe, das hat euch jetzt auch nochmal interessiert, was ich da nochmal zur Sache gehabt habe, bezüglich dem eigentlichen Ende von Outlast 2. Und mir persönlich hat das Spiel auch sehr Spaß gemacht. Wie gesagt, ich sehe deutliche Verbesserungen in der Tendenz zu Outlast Ends. Und ich bin sehr, sehr gespannt und ich hoffe, Red Barrels macht definitiv noch ein Outlast 3. Es würde mich sehr freuen. Und das Ganze, was ich jetzt so gesagt und erzählt habe, das könnt ihr nochmal ganz ausführlich nachlesen beim sogenannten Outlast Wiki. Gebt doch einfach mal bei Google Sullivan Knot bzw. North ausgesprochen I. Und dann werdet ihr im ersten Artikel sofort weitergeleitet zum Outlast-Wiki auf Englisch. Da könnt ihr nochmal die ganze Hintergrundgeschichte lesen. Und ich wollte es euch jetzt nur nochmal zusammenfassen, eben um nochmal rauszustellen, dass Murkoff tatsächlich wieder dahinter gesteckt hat, was meiner Ansicht nach nicht so wirklich ersichtlich war. Aber, in der Schule soll tatsächlich mehrfach das Murkoff-Logo sichtbar sein, was ich persönlich nie gefunden habe. Und zum Selbstmord wollte ich auch noch was sagen, zu dem Masse-Selbstmord. Papa Knot sagt ja tatsächlich in seinem letzten Monolog mit uns, dass wir das Paradies ermordet hätten. You've murdered paradise. Und dass er all seine Kinder umgebracht hat. I killed my children. All of them. Every last one.
Ich habe in dem Fall gemeint, dass er sei leibliche Kinder meint, weil er ja auch Inzest in Templegate betrieben hat, beziehungsweise interne sexuelle Abenteuer in Templegate gestartet hat und er ja auch sei Kinder, sei leibliche Kinder persönlich umgebracht hat oder die Eltern dazu gezwungen hat, die Mutter dazu gezwungen hat, das Kind umzubringen. Ja, deswegen war er auch nicht fähig, das Kind von Blake zu töten und höchstwahrscheinlich auch, weil es eben nur Halluzination war und weil der Antichrist eben nicht real war. Deswegen hat er das Kind auch nicht töten können und von wegen, es wäre zu mächtig. Das Kind war nur Illusion. Denke an tun. But yours, I'm powerless again. Und ja, Papa Knot hat seine Kinder tatsächlich ermordet, nicht nur sein Leiblicher, sondern er hat auch zum Schluss sein Anhänger zum Massenselbstmord aufgerufen. Und bei dem Leichehaufen soll angeblich auch Zyankali sichtbar sein in Flasche. Das heißt, der gute Mann hat wirklich seine Kinder zum Massenselbstmord aufgerufen und mit Paradies meint er nicht das himmlische Paradies, sondern Templegate als irdisches Paradies. Das heißt, Blakes Aktionen, Hände zu veranlasst, dass er Templegate zum Massenselbstmord aufrufen ließ, damit sie die Apokalypse nicht erleben. Und das war der Satz, "You murdered paradise." Deswegen, das war der Hintergrund. Und es gibt übrigens auch ein reales Vorbild für Templegate. Und zwar nennt sich das People's Temple, beziehungsweise später Jonestown, von dem Sekteführer Jim Jones, der auch Ähnliches gehabt hat, der auch so Lautsprecher-Ansage gehabt hat in seinem People's Temple und Jonestown, wo er Neuigkeiten von außerhalb gefiltert hat und nur das weitergegeben hat, was ihm gefallen hat, beziehungsweise auch nur seine Propaganda über die Lautsprecher weiter verteilt hat. Tja, und zum Schluss, als da etliches passiert ist, als Aussteiger raus wollten und ein amerikanischer Botschafter hergekommen ist, weil der seit Jonestown in einem südamerikanischen Land gegründet hat, dann ist von radikalen Mitgliedern von seinen Leuten ein Angriff gestartet worden. Der Botschafter ist umgebracht worden, mitsamt seinen Leuten. Und daraufhin hat dieser Jim Jones mit 900 Leuten in Jonestown Massenselbstmord über Gift verübt. Und ich glaube, mich zu erinnern nochmal aus dem Gedächtnis so, dass seine Worte dann gewesen sein sollen: Wenn sie uns nicht im Paradies leben wollen, dann müssen wir ins Paradies Gottes. Und daraufhin hat der Massenselbstmord begangen mit seinen Leuten. Und es wurde in Jonestown auch immer wieder geübt, dass die Leute einfach mal Becher hingestellt kriegt hätten und sie wussten nicht, was drin ist. Und man hat kollektiv Massenselbstmord geprobt. Und Templegate hier aus Outlast 2 ist von People's Temple und Jonestown inspiriert. Wenn ihr was richtig Krankes lesen wollt, guckt euch mal im Internet an, was ihr zu Jonestown und People's Temple und zu Jim Jones finden. Die Realität ist oft viel, viel krasser als so überzogene Darstellungen, wie es in Outlast 2 und in anderen Spielen ist. Also ganz im Ernst, da fällt mir echt nichts mehr dazu ein zu der Realität. Guckt's euch mal an, wenn ihr wollt. Ja, damit bin ich jetzt aber auch erstmal fertig mit meinem Gelaber und jetzt folgt noch mein Best-of und ich wünsche euch sehr viel Spaß dabei. Ich habe viel Spaß damit gehabt und das ist jetzt einfach nochmal ein Abschlussvideo für so ein großartiges Projekt wie Outlast 2. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und ich hoffe, ihr habt euren riesen Spaß gehabt, so wie ich bei Let's Play Outlast 2 pelzig. Und jetzt wird's nochmal amüsant mit dem Best-of. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und viel Spaß dabei. Iron Yankee. Rette mich, Jemus. Geiles Konzert mit Gitarre, Zimbel und Triangel. Das muss mordsmäßig geil sein. Zimbel so, nicht Zimbel, Quatsch. Triangel Solo. Brim, 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 bim, bim. Ach Gott, da hat mal endlich die Besuch von der rote Lola, wie es aussieht. Ich will nicht den Menstruationsblut ertrinken. Ah na, du Wildsau. Ey, das geht gar nicht. So die arme Sau da genommen, aufgeschnitten und labten sich an dem, was hervorquoll. Da ich in einem ländlichen Teil von Rheinland-Pfalz wohne, wüsste ich, was für Leute sowas machen könnten. Wie es aussieht, sind wir in Waldsee gelandet, ihr liebe Leute. Nein, ich will nicht langsam öffnen. Ich
Ich will mein Jumpscares schnell und brutal und schnell hinter mich bringen. Wow. Wow. Kumbu, Pinsnet. Der aus der Palz kommt, der sieht sowas täglich. Heute Morgen beim Frühstück zuletzt. Knorzepappe, bist du's? Oh, Knorzepappe, du bist's. Ach, bist dann du für ein feiner. Ach, bist du ein feiner Papa Knot. Das scheint wohl der Sekte-A-Führer hier zu sein. Papa Knot, Knott, Klotz, Klopskerl, Knorzepappe, wie auch immer. Auf jeden Fall scheint der Speckmann hier das Sache zu haben. Dann muss es halt sein. Ah! Ja, hab ich gekriegt. Alter! Oh, voll das Ultra-Psycho-Lied aus der Hölle. Alter, leck mich doch am Käppel, ist das widerwärtig. Ja. Ist auch überhaupt nicht scheißen gruselig, hier Mitte in der Pampa so ein Schaukelpferd hinzustellen. Spinnenäugige Lamm, was seid denn ihr für kranke Perverse? Ah, na, Leibs. So bitte. Irgendwo hört der Spaß auch auf. Spinnenäugiges Lamm. Lass mich in Ruhe, du Freak! Wenn Sullivanismus oder Knotismus eintragbar wäre als Religion, ich stets mache. Das ist voll meine Religion. Nein, ich lass dich nicht am Hoke hängen. Mach das selbst, du perverse Schwein. Bitte greif nicht doch uns durch, Homer Simpson. Nein, Mensch, ich hab's gewusst und trotzdem verschreck ich, du blöder Scheißtyp. Ich helf dir nicht. Das hier, das gute Banjo, das vierseitige, das nehmen wir für die Hinterwäldler wieder zurück. Self-Esteem. Nein! Power, 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 Power! Oh, ich hab jetzt gedacht, gleich gibt's Fratzen-Action. Das ist doch der Ethan aus Resident Evil Silver. Mein bester Freund jetzt. Ethan ist mein bester Freund. Ethan ist mein bester Freund. Tja, nachdem Ethan hier die Erlebnisse von Resident Evil Silver überlebt hat er sich wahrscheinlich in eine noch viel hässlichere Gegend zurückgezogen und da ist er jetzt gelandet. Schade. Mein bester Freund Ethan und ich. Hoffentlich verrät er mich nicht. Gourmet-Koch ist er ach. Also wie man sieht, er kocht sehr gut für die Fliege und Salmonelle-Hähnchen gibt's später dann auch mit Mais. Das ist doch geiler Scheiß, oder? Du hast meinen besten Freund umgebracht. Ach, Ethan, ich werde die Zeit mit dir nie vergessen. Und ich werde deinen Tod rächen. Ja, die ist geistig auch voll dabei. Segnet ja auch nur das Wasser. Und da ist noch so ein Skinner. Ja, das scheint wohl hier so Tradition zu sein. Dass man hier Leute kreuzigt und häutet. Und sich dort dabei so Bierlenei petzt hier auf dem Stuhl. Das ist Kinoersatz, wie es aussieht. Mann. Scheiß Krähe. Also in dem Spiel mag ich Krähe. Normalerweise mag ich Krähe echt gern. Aber in dem Spiel habe ich ein bisschen was gegen Krähe. Ist das ein edles Versteck hier von mir? Geh wieder raus, bevor da noch irgend so ein Pimmelwurm in die Eichel kriecht. Alles, was ich jemals Schönes gesehen habe, ist weg in meinem Kopf. Ja, das sehe ich genauso wie du. Ich halte auch immer stundenlang Monologe vor Fremde über irgendeine Religion.
ist auch gar kein Zeichen dafür, dass man verrückt ist oder so. So sieht's bei mir übrigens auch aus auf dem Stuhl. So gehe ich auch immer aufs Klo. Ach du Scheiße. Da noch so ein paar Kackwürste. So sieht's bei mir auch unterm Stuhl aus. Da ist immer mein Urineimer. Da ist immer mein Großeimer. Ja, so schlafe ich auch immer. Rein mit euch ins Sündenloch, Sündenloch, Sündenloch. Wir sind eine barmherzige Sekte. Und Sünder kommen ins Sündenloch, Sündenloch, Sündenloch. Und sie weinten die 7 Tage vor ihm. Ah, leck mich doch am Käppel. Kannst doch 7 Tage noch mir noch greine. Achso, Liebesbriefe kriege ich auch häufiger mal geschickt. Also gerade seitdem ich mal Let's Plays mache, kriege ich häufiger einmal Liebesbekundungen von der verstörenden Art. Aber man gewöhnt sich dran, man weiß sowas irgendwann zu wertschätzen. Vor allem, wie war die Passage nochmal? Wie war die Passage? Ficke mich und schneide meine Haut. Das wird mir öfters gesagt. Hallo, Jungfrau Maria, die Blut weint. Das scheint wohl hier Eigenart zu sein, dass hier die Jungfrau Maria öfters nur Blut weint. Warum auch nicht? Ich meine, hier ist sowieso der Ort, an dem die Freude stirbt. Also so täte ich wahrscheinlich auch Blutweiner. Ich work nicht. Voll die Knetkopfstimme kriegt. Ich work nicht, nee, ich will nicht. Die ganze Zeit nur dieses dämliche Didi Hallervorden lachen. Es wundert mich, dass die Typen hier überhaupt noch feste Stuhlgang haben hier in ihrem Kackloch. Oh, toll, jetzt habe ich auch die Krebse. Alter, das so Güllekasper, ist das eklig, Mann. Alter, ist das... Ich kann es gar nicht beschreiben, wie sehr es hier hasst. Ah, na. Ist ja einer Pädophile als der andere. What would Jesus do? Zeigt er den Mittelfinger? Ah, nee. Okay, ich habe gedacht, das ist bei Jesus, der 2 Mittelfinger zeigt. Blake braucht jetzt dringend eine Tetanusspritze. Es gibt keine andere Lösung als den Weg der Trauer. Ja, alles klar. Für euch Gestalter vielleicht, aber ich habe noch ein bisschen Freude in meinem Leben ursprünglich. Aber jetzt ist eh alles, was mal schön war, weg aus meiner Gedanke. Eingepisst hat er sich zumindest noch nicht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ein anderer hätte bestimmt gepisst oder geschissen. Also, Respekt für die Kontenance, die Leute hier noch waren. Wie mein persönliches Parfum. Es riecht auch immer noch Chemie und Tod. Sehr friedlich gestorben, sieht man. Ja, der hat auch überhaupt keine Schmerzen gehabt beim Tod. Und der auch ganz, ganz friedlich entschlafen. Ich habe Dinge gesehen. Hätte ich vorher Haar gehabt, wäre das noch lustiger gewesen, wenn ich erst im Laufe vom Spiel mir die Haare abrasiert hätte. Ich erst sage, das Spiel hat mir meine Haare geraubt. Und ich bin ja der geborene Sportler, egal was für Disziplin, ich verschaff's jeden Sport zu vermurksen. Irgendwo wäre ich schon zerscheller. Der hängt dann da. Aha, Skinner. Okay, ja, das Ding ist schon echt am Arsch. Das hält auch noch mit Klebeband und Gebete. Der Dämon sitzt im Scheißhaus. Okay. Das passiert bei mir auch immer. Also wenn man zu viel Chili gegessen hat, dann passiert sowas. Das ist absolut kein Thema. Da muss man sich ja nicht schämen. Die Schule mit der Rückblende, das ist das allerfurchtbarste. Ich krieg jedes Mal bei den Jumpscares, krieg ich so eine dicke Gänsehaut. Und ich könnte mal gerade in meine Windel pullern und böllern. Das ist echt nicht mal feierlich. Erst 5 Minuten rum. Ich kennt gerade wieder erst mal eine Brecherle gemacht vor lauter Schiss. Reiß auf die Tür, reiß auf, ich will nicht werden zu dem Dämonschmaus. Nett, zumindest bündeln sie die Arme. Das finde ich schon mal sehr freundlich gegenüber der Müllabfuhr. Dem sieht man auch die Lebensfreude an mit seiner Katzearme, mit seiner Schimmelbacke. Nein, ich kann nicht da drüben tippen sehen. Nein. Ich hab's extra nicht gemacht, weil ich gewusst habe, dass sowas passiert. Ich hab extra die Aare zugemacht, ich konnte es nicht sehen. Ja, Yankee, du bist ein Feigling. Boah, Alter, so Kinderschänder Deluxe-Para. Alter, guckt euch den mal an. Jonathan Frakes auf Pädophil. Boah, Alter. Der ist auch nicht schlecht hier. Paare Kinderfreud. Boah.
Ich glaube, mir ist gerade eben das Jungfernhäutchen gerissen. Bei uns im Dorf, so schmücken wir doch auch die Palisade. Von dem letzten Zusammenzucker in der Schule habe ich jetzt 8 Seitenstiche gekriegt. Ich will nur weg, ich will nur weg. Oder bam, 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 bam. Hilfe. Uah. Morgens 9:30 in Deutschland. Yankee pisst sich ein. Kein Herr Ornanski oder so im Klo. Das ist gut. Ja, bei solcher Schule mit größerer Klassenstufe, da hockt normalerweise immer so ein Herr Ornanski auf dem Klo. Mann, 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 Mann. Oh, du ist was hinter mir. Die Musik, Mann. Die macht mich fertig. Fertig macht die mich. Dann schnurrt der A noch. Geht's noch? Schlachtet mich hier noch alle Regeln der Kunst ab und dann schnurrt der A noch, der Drecksack. Ah, ich liebe sie auch, Herr Dämon. Bäh. Wo lang? Boah, ich habe schon den Messerschwung gehört an meine Klöte. Warum sind die 800 Fuß Tiefe, die Idiote? Warum? Muss dann das sein? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als in 800 Fuß... in 800 Fuß Tiefe rumzukriechen? Wieder so ein Skinner? Du ach? Ja, du natürlich ach. 3 Skinner, die da rumsitzen. Wie geht? Okay, jetzt weiß ich zumindest Bescheid. Zum Glück kam kein goldener Tropfen in meine Hose dabei. Hier ist es dunkel wie eine wahre Ladung Arschlöcher und die Tante sieht trotzdem irgendwie alles. Das finde ich skurril, um mal ganz ehrlich zu sein. Turn off the electricity. Bin so schlau. Ay caramba. Ay caramba. Mann, 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 Mann. Diese Schreie immer so erbauend, so erquicklich. Man will ja unbedingt dort hingehen. Das hilft ja nichts. Vor allem noch so schwer einladen, wenn es noch blutig ist. Alles so macht es Spaß. Das ist halt... Was gibt's denn da so saublöd zu lachen, du Knecht? Okay, dann drücken wir uns jetzt erstmal wieder durch die Spalte. Das ist nämlich eine optionale Spalte. Und in optionale Spalte sollte man immer reingehen. Entschuldigung. Den konnte ich mir einfach nicht verkneifen. Und jeder, der was anderes denkt, ist ein Ferkel, als wenn er Felsspalte hier nennt. Pfui, schämt euch. Sie sprechen in fremden Zungen, aber ich befürchte, ich muss doch hier, verdammt nochmal. Wenigstens ist er mal am Leben und nicht irgendwo tot, irgendwo Trag hängt. Und ich hoffe, das Närsche Hinkel rennt uns jetzt an hinterher wieder. Die eine will uns vögeln, die andere will uns kastrieren. Was die Ironie, dass er von seiner Wetterfahne mit Kreuz aufgespießt worden ist. Wir haben so viel zusammen durchgemacht und außerdem, du hast meinen besten Freund Ethan umgebracht. Oh ja, genau, du sind auch bestimmt dann irgendwie die Leute vom Knorpsevater, die uns jagen und die dort vielleicht noch beten dafür, dass man uns erschlägt. Also das halte ich einfach so die allerbeste Idee. Das ist an sich auch schon eine Leistung, durch so viel Meter Fettschicht durchzuschneiden. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Gebt in die Kommentare Bescheid, wie ihr das Ende empfunden habt, wie ihr das Let's Play bei mir empfunden habt. Bis zum nächsten Let's Play.